die Anstalt? Welche Anstalt? Ja. Ist ja die Anstalt mit D für Dumpfbacke. Eventuell mit I für Irrenanstalt. Ach, Sie sind es. Ja, der Produzent. Ja. Ja, ich hatte mich da gemeldet. Richtig. Ich melde mich überall, nur damit Sie es wissen. Ja. Wir haben in Luxemburg eine frühere, nicht die ist jetzt irgendwo verschwunden, ne? Die Vizepräsidentin von der EU, die schreibt jedes Mal einen Brief an die ARD, wenn ich mich irgendwo melde, um in Deutschland aufzutreten. Ja. Die Luxemburg, die haben nicht mehr alle. Stellen Sie sich mal vor, ich würde da in Deutschland auftreten, da würde die ganze Welt zusammenlaufen. Ja. Normalerweise, wir schicken immer unseren Außenminister hin. Ja, der Jean Asselborn. Ja, der immer in den deutschen Bla-Bla-Bla-Shows da. Der erklärt immer der Fragesteller. In Luxemburg sagt man nicht Frau, sondern Madame. Ja. Oder in den sogenannten Shows. Da sagt er immer, der verwechselt der in beide Sprachen, der ist doppelsprachig, der spricht Deutsch und Luxemburgisch. Ja. Aber keiner von beiden richtig. Ja. Deshalb spricht er immer von Kartoffeln und Löffeln. Ja, okay. Also, okay, ja. Sie wollten fragen, wie das mit mir ist. Ja, ich bin einverstanden. Ich werde auftreten. Ja. Das Niveau, das können Sie bestimmen. Ja. Ich kann alles. Von saudumm bis saublöd bis, oder um das Volk zu verarschen. Sie geben mir den Ton und ich mache dann die Musik. Sehen Sie, Vorteile. Ja, ich bin ja nicht der Dieter Nuhr, wissen Sie, der mit H geschrieben wird. Ja, ich dachte ihm, in Deutschland würde nur ohne H geschrieben. Aber anscheinend, ja, es ist das Volk. Wie sagt man so schön? Deutschland, überall. Neuerdings in der Show hat er was erklärt von den Nazis. Er hat gesagt, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich hab Probleme, Sie wissen ja. Im Alter, da funktioniert das oben in der Birne nicht mehr so richtig. Aber was soll's sein? So, dann hat er was von den Nazis erzählt, und zwar in der Richtung, da hat er gesagt, die Nazis wären Deutsche, aber nicht jeder Deutsche wäre ein Nazi. In unserem Land ist es gleich. Die Luxemburger haben nicht mehr alle der Reihe nach. Das heißt aber nicht, dass sie alle... Nein. Also ich bin Unisolo. Ich bin ein Unikum. Ja. Das hat schon in der Schule angefangen. Da kam mein Vater, der wurde einmal, bevor die Schulkommission eingeladen, und haben die zu meinem Vater gesagt, wissen Sie, Ihr Bub, der ist... Naja, der ist nicht hochintellektuell. Auch nicht begabt. Mein Vater natürlich, bitte böse. Was? Er ist hochintelligent. Nein. Sie sind nur hoch ungebildet. War der Teufel nichts. Ja. Sie sehen, das ist immer das Gleiche mit dem Fass. Ein Fass muss man füllen. Und mit Intelligenz ist es wie mit dem Feuer. Wenn man das nicht anzündet, dann brennt das Holz nicht. Ja, also, wenn Sie mich haben wollen, müssen Sie zuerst das Holz anzünden. Ja, was das kostet. Ja, Sie sind ja der Erste. Und wenn man in der ersten Liga spielt, wird das natürlich teurer als in der zweiten Liga. Also, passen Sie bitte, also sollten Sie Ihr Gehalt dementsprechend anpassen. Ja, also, ein bisschen teurer als Minister werde ich ohnehin. Ja. Die verdienen ja nebenbei ja noch Geld. Ich bin ja ich lebe ja von einer Hungersrente. Ja, so um die 1400 im Monat. Ja, also bitte ein bisschen mehr. Nicht, dass ich noch
Hungere. Denn von Thailand nach Deutschland ist es ziemlich weit. Also ich freue mich jedenfalls aufzutreten. Ja, also bleiben wir dabei. Ja. Das Thema, das finden wir noch. Ja. Lassen Sie es gut sein. Ja. Und nächstes Mal stören Sie mich bitte nicht im Schlaf.